Die Damen und Herren, mein Name ist Thomas König, ich bin Philosophie zu ich noch am Lycée an. Den Video, den ihr guckt, ist am Anfang ein Guide, den dem Premierschüler so helfen, sein Philos-Dossier von der Premiere dann eben ein bisschen besser zu verstehen, wie das am Moment ja kein Kurs ist. Das heißt, was wir hier machen, also kein Video rein just zum Kant, sondern das Video rein just zum Premiersprogramm vom Kant. Soll ich als Schüler lehren und drittens, wie soll ich mich anlehnen, für den Kant am besten zu lernen. Dafür fängt man direkt an mit der Biografie vom Kant. Und da sieht ihr, den Immanuel Kant hat gelebt von 1724 bis 1804, das heißt, Nom David Hume, den wir im Video für Drogen gesehen hatten, aber auch zeitgleich. Das heißt, die haben sich ein bisschen überschnitten. Was wichtig ist zum Leben vom Kant für den Examen, für die Prüfung von nicht. Außer das, was wir hier noch gesehen haben, das was aber interessant kann sein, ist, dass den Kant immer ein bisschen als komisch dargestellt wird, die verrückteste Römerin zum Kant. Zum Beispiel, dass die Leute alltag hier Auren um Kant gerichtet haben, weil hier in alltag zu der Zeit das selbst gemacht hat. Und das ist eine Story, die immer erzählt, und das klingt ein bisschen dämlich, wie wenn der Kant von kein Leben gehabt hat. Er hat auch so erzählt, dass er zum Beispiel nie die Stadt, wo er gelebt hat, verlassen, was schon nicht klappt, weil nicht in der Stadt auf die Welt kommt. Das heißt, die war auch außerhalb von Königsberg, weil er halt nicht fand. Heute ist das Kaliningrad, das war in Ostpreußen. Das heißt, der Kant wird meistens angesehen als den Wendepunkt von der Welt. Es gibt eine Zeit vor Kant und eine Zeit nach Kant. Das kann ich so, dass der Kant am Anfang der wichtigsten Denker von der Neuzeit aus. Der Kant ist auch der Begründer vom deutschen Idealismus. Der Kant kann ihn auch, wenn es der Aufklärung geht, immer vom Kant geschwärzt, weil auch stimmt, dass die in den englischsprachigen Raum gucken, sind verschiedene Leute, die konzentrieren sich auf komplett andere Aspekte vom Kant wie wir hier im Kontinent, weil da wohl total irrelevant für die Prüfung ist. Also, just weil ich auch noch so wollte, Kant hat komisch Ruf, was seine Lebensgewohnheiten angeht. Aber das leidet auch darunter, zum Beispiel, dass er alltag zu seiner Zeit das selbst gemacht hat, weil er auch gesundheitlich nicht so gut war und dafür hat er dann seine Routine gehabt, für seine Gesundheit zu schützen. Aber wenn ich das so formuliere, klingt das schon direkt viel mehr dämlich, wie wenn ich das so formuliere, wie dass der Kant alltag zu seiner Zeit die Sache gemacht hat und dass die Leute hier auch noch hingerichtet haben. Boah, das war's. Hin oder her, denn Kant war. Hallo, fängt du mir wichtig zu geben für die Kur, das heißt, no, kann aufpassen. Der Kant war am Anfang ein klassischer Rationalist wie in Descartes, bis dass er den David Hume gelesen hat, den wir ja im Video für Drogen gemacht haben. Und dann hat er 10 Jahre quasi am Anfang nicht produziert von der Welt, schriftlich, wird verstanden, ne? Nicht produziert, nicht nur gedurcht, und hat geschrieben an sich Zeit geholt und dann kommen dann eben seine Werke und das erste Werk vom Kant, das ist auch das, wo wir die Texte hier haben, die wir hier machen, das ist die Kritik der reinen Vernunft und das ist extrem unverständlich. Bei hin oder hier, was muss man als Verhalten von Immanuel Kant sich für die Prüfung und den Examen nicht so viel für seine Biografie. Das, was par contre wichtig ist, ist die Sache mit dem Kritizismus, dass den Kant die Meinung war, dass Descartes zu viel auf die Vernunft vertraut hat, an den Hume zu viel auf den Sinn vertraut hat. Und dafür eben der Kritizismus, Kritiken als Urteilen. Das heißt, Kant hat am Anfang genau solche Ideen auch vorgestellt, wenn ich etwas wissen will. Der Kant hat sich noch ganz viele andere Fragen gestellt, aber just für diesen Dossier bleiben wir bei der Frage. Und da kommen wir am Anfang auch schon direkt zu der Materie zu lehren, dass der Kant hat gemeint, dass die Metaphysik, dass das ein bisschen schuld wird, dass das keine Wissenschaft wird. Dass am Anfang an der Metaphysik jeder kennt alles behaupten und dass am Anfang immer niemand die Recht hat, den am Herz der Griff brillen. Weil Metaphysik, für es simpel zu machen, dass den Teil von der Philo, die sich mit übernatürlichen Sachen beschäftigt, die hat Physis, das ist Natur, griechisch, Physis, und die Meta, das heißt drüber oder durchhandelt. Das heißt von der Welt, die hat Physik, die studiert, wie als Welt funktioniert. Die kann ich zum Beispiel erklären, wie das möglich ist, dass du mit der Luft, dass die Menschen sieht, ob schon sich live wahrscheinlich nicht mehr in der Mauer stehen, und auch nicht bei ihr, wo man das heute guckt. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, Physik antwortet nicht auf die Frage,
wie war das so aus? Wie war sind Gesetze von der Physik so wie sie sind? Das sind dann Sachen, die probiert Metaphysik zu erklären, um den Sinn von der Welt nach dem Ganzen zu gucken, ob Trotz sein Freunde, was das Ziel, was das Gott, was das Sinn vom Leben, die Sachen. Ne? Dafür, das Problem ist natürlich den heute an der Metaphysik, da gibt es, wie das just mit Idee schafft, gibt es keine Erfahrung und dafür ist dann eben die Rechte, dass den ich am besten kann behaupten, in der Kollegen hört, ob nun respektive den, was weiß ich, im Herzen Brille kann. Und das ist natürlich froh, wie weit schmeißen wir die Boutique dann nicht einfach fort. Und das kann eine Antwort am Anfang relativ simpel. Egal, was wir machen, wir kreieren Metaphysik nicht aus dem Mensch raus. Jeder Verein sitzt sich irgendwann dahin und stellt sich froh, was soll das, wie was machen, ist der Blödsinn überhaupt, wie was geschieht man da dort, und das heißt, solange es Menschen gibt, gibt es Metaphysik. Also gut, wenn wir alles geben zu stehen, wenn Zivilisation gibt zusammenbrechen, jeder Verein gibt sich irgendwann metaphysisch frohen stellen. Bon, klingt ziemlich aussichtslos, a priori. Auf der anderen Seite kann man zwar auch, okay, Metaphysik ist ein Vernunftgeschäft, das heißt, das ist ein Geschäft von der Welt, das beschäftigt sich mit vernünftigen Sachen, mit Ideen. Die anderen Vernunftgeschäfte, da haben wir zum Beispiel die Physik, mit Mathe und mit Logik. Die haben nicht fertig gebracht, irgendwann ein Jahr zu Wissenschaften zu gehen. Und Metaphysik hat das noch nicht fertig gebracht. Und das, was der Kandler will machen, ist eben gucken gehen, wie kriegen wir aus der Metaphysik eine Wissenschaft. Das ist im Fond die Hauptfrage bei diesem Dossier. Lookend in den als nicht offiziellen Programm, aber den als quasi, den musst du verstehen, für zu verstehen, für was der Kant das möchte, was er nur möchte. Und das ist den Teil, wo man a priori, a posteriori, synthetisch und analytisch schwätzen. Laut dem Kant ist es nämlich so, wenn wir Sachen soen oder Urteile fällen, wenn ich zum Beispiel soen, die Mauer mal als weiß, das ist ein Satz, den ist synthetisch und a posteriori. Ich kann ich aber auch soen, dass alle Mauer weiß ist, das ist ein Satz, das ist einfach falsch. Ich kann nicht zum Beispiel auch so, dass ein Quadrat eine geometrische Figur ist, die rechtwinklig ist und die 4 gleich lang Seiten hat. Das ist dann ein Satz, den ist analytisch a priori. Und da kann ich auch nach ganz anderen Sachen sagen, Mir hat absolut keine Ahnung, von wer ich schwätzen, dafür gehen wir mal los, kurz und schmerzlos um die Sache rund. Was heißt a priori, was heißt a posteriori? A priori heißt 400 Erfahrung und a posteriori heißt no der Erfahrung, respektive aufhängig von der Erfahrung. Das heißt 400 Erfahrung, das sind Sachen, die sind wahr, auch wenn man keine Erfahrung davon gemacht hat. Zum Beispiel Definition von einem Quadrat. Ein Quadrat ist immer rechtwinklig und ein Quadrat hat immer 4 gleich lange Seiten. Das heißt, das kann ich wissen, ihr euch die Erfahrung gemacht habt von einem Quadrat. Der andere Seite sagt es a posteriori, das heißt, dass es zufällig ist, es hat auch keinen anderen Sinn und ich kann das recht wissen, nur dem sich die Erfahrung von der Sache gemacht hat. Wenn wir nur gucken, dass ein Quadrat rechtwinklig ist, das ist notwendig. Es kann nicht anders Sinn, es muss so sein, das heißt, das gilt für alle Quadrat immer überall an Umständen. Wenn ich aber gucken, an ihrem Dossier, wenn ich noch nicht rausgeprint habe, da habe ich ein Quadrat dahinter gemacht, den hat eine Seitenlänge von 1 Zentimeter. Das ist zum Beispiel etwas, das Kunden nicht wissen, ihr da geguckt hat. Das heißt, das ist a posteriori. Die Kunden das nicht wissen, ihr die Erfahrung von dem Quadrat gemacht hat. Und das ist im Punkt den Unterschied. A priori Sachen, da schwätzt man dann von der Welt am Abstrakten, das sind echte Definitionssachen, während a posteriori Sachen, das sind echte Sachen, da schwätzt man dann konkret von ganz bestimmten Sachen. Du kann ich Definitionsplan nicht viel damit aufhängen. Das heißt, wie gesagt, die Mauer hat man weiß, dass a posteriori, wenn ich eine andere Mauer gebe, weiß nicht wahrscheinlich eine andere Farbe. Es kann natürlich auch sein, dass die Mauer halt eine andere Farbe hat. Das heißt, das ist zufällig und das gilt nicht mehr für das Mauer, während, wenn ich so ein Quadrat ist rechtwinklig, das gilt immer für alle Quadrate. Dafür ist das notwendig, universell und a priori. Gut, das ist die Sache. Kommen wir bei analytisch und synthetisch. Von der Welt eine Sache als analytisch,
wann oder Satz ein Urteil als analytisch, wann ein am Fong erklärend ist. So geht man zum Beispiel von einer Definition schwätzen, während auf der anderen Seite ein Satz synthetisch ist, wann ein wissenserweiternd ist. Wann ich zum Beispiel so ein Quadrat aus einer geometrischen Figur, die rechtwinklig ist und die 4 gleich lange Seiten hat, das wäre analytisch, die hat am Fong nicht beigelehrt. Die hat am Fong just Definitionen vom Quadrat besser verstanden. Wissen hat sich am Fong nicht erweitert. Bei Subjekt, wenn der Welt Quadrat, oder bei Objekt, wenn der Welt Quadrat, als nicht beikommen, schon nicht nach irgendeiner weiteren Information kriegt, die beikommen. Auf der anderen Seite, wenn wir synthetisch Sätze zusammenstellen, von der Welt, das sind wissenserweiternd Sätze. Wenn ich so mein Quadrat hat eine Seitenlänge von 1 Zentimeter, die Länge von der Seite von einem Quadrat, die ist nicht an der Definition vom Quadrat dran. Das heißt, mein Objekt Quadrat, hat Prädikat, Seitenlänge 1 Zentimeter, beigepflegt. Das heißt, schon etwas beigelehrt. Das heißt, wenn der Welt die hat 4 Formen von Sätzen, die hat die erste Form von Sätzen, das sind die Sätze, die sind analytisch a posteriori, das sind Sätze, die sind immer wahr, aber ich kann die Sachen recht wissen, nachdem sich so eine Erfahrung bräuchte. Und so Sätze sind laut dem Kant unmöglich. Dann hat er Sätze, die analytisch a priori sind, das sind Sätze, die auf weitere wissen nicht. Die sind notwendig so und die sind unabhängig von der Erfahrung. Das ist der ganze Bereich von den Definitionen, zum Beispiel, dass ein Quadrat eine geometrische Figur ist, die das haben wir schon oft genug gesehen, oder dass ein Schimmel ein weißes Pferd ist, zum Beispiel ein Schimmel ist par Definition ein weißes Pferd, ne? Oder dass ein Junggesell nicht bestört ist. Das sind alles Sachen, die sind analytisch und a priori. Es muss so sein, wenn ich bestört bin, sind ich kein Junggesell. Respektiv, wenn ich nicht weiß, dann kann ich auch kein Schimmel sein, oder wenn ich kein Pferd bin. Ne? Klar. Und ja, das sind am Anfang analytisch a priori Sätze. Dann hat er Sätze, die sind synthetisch a posteriori. Das heißt, mein Wissen wird erweitert und die Sachen sind abhängig von der Erfahrung. Zum Beispiel, die Mauer ist weiß, Wissen hat sich erweitert. Die wisst, dass die Mauer weiß ist, aber die hat das müssen an Erfahrung bringen, für das zu wissen. Das heißt, okay, die wisst, dass das Mauer weiß, das erlaubt ich aber nicht irgendetwas Sicheres daraus zu Schluss folgern. Die wissen zum Beispiel nicht, wie lange ist die Mauer schon weiß, muss die Mauer weiß sein, nee, sie muss nicht, wie lange ist sie noch weiß, können wir alles nicht wissen. Das heißt, das war komplett ein Zufall, dass die Mauer weiß ist. Voilà, da hängen wir. Dafür, was wir brauchen, ist die 4. Form von Urteil, und das sind Sätze, die sind synthetisch und a priori. Das heißt, Sätze, die als Wissen erweitern, und Sätze, die nicht anders können sein, die also stimmen, die losstimmen, die in Zukunft auch noch stimmen. Die Wissenschaft schafft nämlich mal so Sachen. Eine Wissenschaft von der Welt muss Fortschritt anbieten, also sie muss auch die Experten zum Konsens führen von der Welt. Das heißt, dass all Mensch quasi, all vernünftige Mensch, all vernünftige Expert aus einem Fach muss man da verstanden sein, dass ein Satz zum Beispiel richtig ist. Und muss ihn etwas beilehren. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel so 1 plus 1 ist gleich 2, das ist ein Satz, den ist synthetisch, der hat etwas beigelehrt. Okay, klingt ein bisschen blöd. Wenn da guckt, wie lange wisst ihr, dass 1 plus 1 2 ist, das wahrscheinlich seit der Spielschule da als Wissen. Das heißt, die haben nicht gefühlt, die hat etwas beigelehrt. Mit die erste Kehr, wo der dem Satz beginnt, hat er das beigelehrt. An der Idee von 1 ist nämlich die andere Idee, dass wenn ich 1 beirechne, dass das 2 geht, das ist nicht direkt daran enthalten. Das ist am Anfang beigelehrt. Und schon kommen 1 plus 2 ist gleich 3. Nächster Schritt, also weiter, also fort. Das heißt, ich kann am Anfang eine Addition machen, aber weiter zu mein Wissen an. Die Experten sind alle guten 1, dass das stimmt. An 1 plus 1 das gleich 2 gilt. Lo. Wenn ich in ein Zimmer gehe, lo, hole für das Video weiterzumachen, gehe ich das auch nach da zählen. Und die sind ja nicht live dabei. Dafür zählt das auch den Moment, wo das Video guckt, respektive der Zählung und 1 plus 1 ist immer 2, das ist notwendig so. Das heißt, mein Wissen hat sich erweitert und ja, trotzdem wissen wir, dass es muss so sein. Und dafür sind wir hier an einem Bereich von der Wissenschaftlichkeit. Ein anderes Beispiel von einem Satz, der synthetisch a priori ist zum Beispiel, dass ob einem flachen Plan den kürzeste Weg zwischen 2 Punkten ein Gerade ist. Nämlich die Idee von kürzt, als nicht direkt an der Idee von
der Definition von einer Gerade enthalten. Das heißt, auch mir etwas beigelehrt, jetzt oder lenkt oder was auch immer, Distanz eben. Und wir wissen, das stimmt immer. Wohl verstanden, auf einem zweidimensionalen Plan. Voilà, das heißt, am Endeffekt, das, was der Kant will, und da kommen wir zurück zum wichtigen Ding, zum Kurs, was der Kant will, als die Metaphysik so verändern, dass sie fähig ist, synthetische Sätze, die auch a priori sind, zu produzieren. Und das ist froh, wie machen wir das? Ja, der Kant geht und guckt und ihr seht, okay, mit Metaphysik, das ist der Bereich, den wir wollen schaffen, und es geht an der Physik, den hat eine Revolution gestartet, nämlich der Nikolaus Kopernikus, und der Kant geht dahin und inspiriert sich in dem, was der Kopernikus gemacht hat, und hier möchte dasselbe dann an der Metaphysik. Und das passt ganz gut ab. Wir schwätzen von der kopernikanischen Wende in der Metaphysik. Das ist nicht, dass der Kopernikus irgendetwas damit zu tun hat, außer dass der Kant sich von ihm inspiriert hat. Der Kopernikus war wichtig für die Physik, der Kant ist wichtig für die Metaphysik, und ihn inspiriert sich Kopernikus. Und dafür schwätzen wir von der kopernikanischen Wende in der Metaphysik. Und just vom Nummer. Der Kopernikus ist schon lange tot. Wenn man da guckt, 1473 bis 1543, das sind die Lebensdaten von Kopernikus, das ist auch schon ein Zeitchen hier, par rapport zum Kant. Naja, was hat der Kopernikus gemacht an der Physik? Für was holt der Kant hin als Referenz? Der Kopernikus, dem verdanken wir am Anfang den heliozentrischen Modell. Wenn da keine Ahnung hat, was das ist. War nicht ganz einfach, das ist ganz kompliziert. Aber die hat das geozentrische Modell vom Sonnensystem, das heißt Geos, der also in der Mitte, geozentrisch, der ist in der Mitte, und alles dreht rund um der. Und mit von der Erde, das ist bei hin und her, und das muss man trillieren auf der Seite. Eine ganze Zeit lang als gelebt, gehen, dass der Mittelpunkt vom Universum wäre. Und es sind dann noch Autoren, die haben probiert, oder Denker, die probiert, ein Modell aufzubauen, den dann auch so funktioniert, das ptolemäische Modell, respektive das geozentrische Modell. Und der Kopernikus hat festgestellt, wenn man rausguckt von dem Modell hält, und Funktion von einem Modell aus, da ist zu erlauben, Prädiktionen zu machen. Das heißt, wenn ich haut rechnen, wenn ich das mache, kriege ich dann das Resultat, das ist ein Modell. Das geozentrische Modell hat laut dem Kopernikus nicht erlaubt, akkurat Prädiktionen zu machen. Das heißt, am Anfang ausgerechnet hat, Sterne stehen da und da. Was ist, wenn wir einfach nur 4 gehen, dann müssen Sterne da und da stehen, und hat dann abgeguckt und hat gesehen, Sterne sind nicht da, wo sie sollen. Das heißt, was hier gemacht hat, dass hier am Anfang sich die Frage gestellt, wie könnte das, dass das, was ich observiere, nicht übereinstimmt mit meinem Modell? Und hat festgestellt, dass das Problem nicht bei der Observation ist, sondern beim Modell, und hat dann eben den heliozentrischen Modell abgestellt, mit dem wir heute noch schaffen, eben die Idee, dass die Sonne an der Mitte von unserem Sonnensystem ist und dass Planeten rundherum drehen. Bon, den Kant möchte genau dasselbe. Dem Kopernikus seine Antwort war, wenn er guckt, wenn er rausguckt, effektiv, die sieht, dass die Sonne sich durch den Himmel bewegt, und die hat gefühlt, die gibt Stamm oder Platz stehen, aber wirklich geht das konträr. Wir drehen ganz schnell durch die Welt, all rundherum die Sonne. Und das leitet ihm das eine frohe Perspektive. Das heißt, wie das wir so nur um den Planet Päsche von der Welt, 1 bis 2 Meter über der Oberfläche, kriegen wir an der Planet so riesig groß, wir kriegen am Anfang die Bewegung durch den Weltraum nicht mit. Und dafür haben wir das Gefühl, dass die Sonne sich rund um Eis drehen werden, aber wirklich geht mir als rund um die Sonne drehen. Das hat der Kopernikus am Anfang gemacht. Hier hört als Wahrnehmung an der Freude, hier hört von der Weltbeziehung zwischen dem Subjekt, das die Wahrnehmung möchte, und dem Objekt, das vorgeholt wird, hier hört die analysiert und am Anfang umgedreht. Hier hört am Anfang sich die Frage gestellt, ich als Mensch, was bringen ich schon mit an Betrachtung vom Objekt, wenn ich die Sonne gucke, welche Faktoren machen, dass ich gesehen, dass die Sonne sich durch den Planet, dass die Sonne sich durch den Himmel bewegt, was sind nur die Faktoren, die machen, dass ich das so wohl, und was kann ich daraus lernen, ob die Realität hin. Ja, der Kant hat genau dasselbe gemacht, und das guckt man da dann wichtig. Also verhältlich, was der Kopernikus gemacht hat, als hier nicht das Verhältnis zwischen Subjekt und Objekt umgedreht. Das heißt, alle Modelle, ich gucke raus, ich gucke an den Himmel, und ich gesehen, die Sonne dreht sich rund um die Erde durch den Himmel. Das wäre am Anfang den Modell, das wäre, wenn effektiv ich Sachen gesehen, wie sie sind. Das Problem ist, ich gesehen Sachen nicht, wie sie sind, ich gesehen Sachen, so wie ich sie wollen. Das heißt, ich gesehen, dass die Sonne sich durch den Himmel dreht, und das bedeutet nicht, dass die Sonne sich durch den Himmel bewegt, nicht dreht. Das heißt einfach just, dass ich das so wollen. Das heißt, ich als Mensch bestimme am Anfang das, was ich gesehen. Das ist ganz einfach, die können einen Test machen, aber dann für so. Und wenn der R nicht so, da sieht er gerade im Moment nicht. Das heißt, die bestimmt nicht,
was du hast, du bestimmt just das, was du wo willst. Bon, der Kant probiert genau dasselbe zu machen, tut ja für Physik funktioniert, also probiert der Kant an der Metaphysik zu machen, also Metaphysik zu einer Wissenschaft zu machen. Das heißt, der Kant stellt sich am Punkt froh, wann meine Wahrnehmung machen, inwiefern bestimmen wir die schon am Anfang a priori. Wenn ich nämlich so ich gesehen, Mauer 100 Mal, dass die weiß ist, weil Mauer weiß ist, bei dem Moment sind ich ja komplett abhängig vom Zufall. Ich kann ja nicht dafür, dass Mauer weiß ist, und ich gesehen Mauer als selbst weiß ist, weil es weiß ist, und ich hole das im Moment wo, also ein weiß Mauer, weil Mauer weiß ist. In dem Moment sind ich komplett abhängig von der Erfahrung, was nicht geht, laut dem Kant. Wir dürfen nämlich nicht abhängig sein von der Erfahrung, wir sich ja a priori setzen. Und dafür evaluiert der Kant einfach mal, okay, der Kopernikus hat festgestellt, dass der Mensch nicht neutral ist bei der Wahrnehmung. Wie funktioniert das dann beim Mensch, an der Metaphysik? Und da sieht ein Kant, wann ich etwas holen, bei dem Moment muss es ja schon räumlich sein und muss zeitlich sein. Raum und Zeit sind am Anfang Bedingungen, für dass ich überhaupt etwas gesehen. Wenn ihr heute das Video guckt, ihr seht ja zum Beispiel mich, aber ihr seht zum Beispiel nicht meine Seele. Oder respektiv, nicht mal seht ihr kein Gespenst, ich hoffe mal. Aber ihr seht nicht mal kein Gespenster, weil die kein Körper sind, die sind nicht räumlich. Respektiv, die seht Mauer, wie sie los ist, mich kann ich garantieren, 3000 Jahre war halt keine Mauer. Das heißt, Mauer ist räumlich, das ist zeitlich, dafür holen wir sie wo, aber wir können sie nicht in bestimmte Konditionen holen. Das heißt, die Sinnlichkeit als 5 Sinne funktionieren auf eine bestimmte Art und Weise, nämlich steht, dass sie am Vielfalt schon Sachen durch Raum und Zeit konditionieren von der Welt. Das, was das Sinne holen, die Sinnesdaten, die haben wir noch nicht verstanden. Wir haben am Anfang just etwas geholt, das man noch muss verstehen. Das geht dann weitergelegt unter Verstand. Pass auf, Verstand heißt nicht Vernunft, aber das geht weitergelegt unter Verstand. Und also Verstand, den hört auch schon paar Elemente da, die uns überhaupt erlauben, Sachen zu verstehen. Und du schwätzt der Kant von den Kategorien vom Verstand. Bei der Sinnlichkeit haben wir Formen, die zwei vor Raum und Zeit, aber beim Verstand haben wir eben Kategorien, die auch a priori sind. Ich verstehe Sachen am Anfang just so, wie ich sie kann verstehen. Also Verstand schafft auf eine bestimmte Art und Weise. Aber wir verstehen Sachen nicht, wie sie aus sich sind, wir verstehen sie, wie sie für uns sind. Das heißt, von der Lokoge schon ich auch ein Schema an der pädagogischen Dossier gemacht. Wenn ihr das Schema guckt, da seht ihr ganz rechts, das was am Anfang blau ist, da steht eine Erkenntnis, das ist am Anfang von der Welt Wissen. Und ganz längs hat das Ding an sich mit einem Fragezeichen und daneben drin hat er eben die Erscheinung. Und dazwischen, das ist das, was ich gerade erklärt habe, die hat Sinnlichkeit und die hat den Verstand. Das heißt, wenn ihr den Apfel holt, was passiert? Den Apfel holen ich mit meinen Sinnen vor, an die Anschauung, die geht weitergelegt in meinen Verstand. An mein Verstand sieht man dann, aha, das ist ein Apfel. Das heißt, meine sinnliche Wahrnehmung plus mein Verstand zusammen ergibt dann die Erkenntnis, dass du als ein Apfel. Aber das Problem ist aber den heute. Ich kann nicht holen, was nicht durch meine zwei Formen a priori von der Sinnlichkeit an meine Kategorien a priori vom Verstand verschafft. Das heißt, wenn ich den Apfel gesehen, weiß ich nicht, ob ich den Apfel aus sich gesehen oder just den Apfel wie ein Firmisch aus. Das heißt, das Ding an sich bleibt für uns unerkannt, dafür doch das Fragezeichen da. Aber die hat die Erscheinung. Wir können am Anfang just die Erscheinung holen. Und wir können sie just holen, weil sie schon formatiert, also weil sie schon formatiert ist durch Raum und Zeit und durch eben die 12 Kategorien vom Verstand. Also danke, den Apfel, das werde ich im Grab halten. Ich weiß nicht, ob das ein Apfel aus sich ist. Ich weiß nicht, ob es den Apfel aus sich gibt. Das ist just den Apfel, wie mir erschenkt. Ich sehe den Apfel zum Beispiel von dieser Seite, ihr seht den Apfel von der Seite. Hier steht früher gesagt den Apfel aus seiner Perspektive raus und nicht den Apfel am Allgemeinen. Die Passage ist ein bisschen kompliziert, keine so gemein, dass das die Passage aus den kein Mensch wird verstehen. Und trotzdem sind ich immer erstaunt, dass da dort die Passage aus den Schüler am Anfang relativ gut erklären. Mir egal. Was lehren wir aus dem heutigen Passage? Wir lehren am Anfang etwas ganz Wichtiges. Erkenntnis, Wissen besteht auf der einen Seite aus Sinnlichkeit und auf der anderen Seite aus Verstand. Das heißt, wenn ich zurück will bei Descartes, Descartes sagt ja, dass man just Ideen
haben, die sicher sind. Wir wissen rein durch Ideen. Und da sieht der Kant dann, okay, mit Ideen ohne sinnliche Erfahrung, die sind am Anfang idle. Das ist auch das, was den Hume, den Empiriker, was den dem Rationalismus vorgeworfen wird, dass am Anfang Ideen ohne Inhalt, dass die nicht verständlich werden, die werden absurd. Das heißt, für dann wieder vom Kant auszudrücken, Begriffe ohne Sinnlichkeit sind leer. Der anderen Seite kann man dann noch so, dass wenn ich zum Beispiel Latein schwätzen, das Video auf Latein weiterführen, dann für ganz viele Leute mich zu hören, mir wahrscheinlich die wenigsten mich verstehen, dafür manchmal nicht, mir wenn ich Latein schwätzen, da gebe ich mich hören, das heißt, die hat eine Sinnlichkeit, die wird aktiviert, mit dem Verstand, den zweiten Teil, die fehlen. Das heißt, die hat Sinnlichkeit, mit der hat keinen Begriff, und dafür sieht der Kant dann eben Sinnlichkeit ohne Begriffe als blank. Das heißt, wichtig, just Ideen geht nicht durch. Sinnlichkeit geht nicht durch. Erkenntnis besteht aus einem Zusammensitzen von beiden Sachen. Das ist von der Welt, die kopernikanische Revolution an der Metaphysik. Das heißt, wir drehen ein Verhältnis zwischen dem betrachtenden Subjekt und dem betrachteten Objekt. Und wir gehen nicht mehr davon aus, dass wir eine weiße Mauer gesehen, weil sie weiß ist, sondern wir sehen eine weiße Mauer, weil wir die Sache so wollen. Für uns ist weiß, wenn der ein bisschen Physik macht, da wissen wir, dass die Farben zum Beispiel just eine Wellenlänge von der Luft sind und dass die Mauer auf Wirklichkeit gar nicht weiß ist, das ist just, dass wir sie weiß gesehen. Aber bon, hin oder her, da gehen wir ein bisschen zu weit. Also nein, hier. Das Verhältnis zwischen Subjekt und Objekt wird umgedreht. In dem Moment verstehen wir, wie es möglich ist, a priori Sachen zu wissen, weil wir ja auch als Formen von der Sinnlichkeit und als Kategorie vom Verstand und Sachen am Anfang rallieren und recht dadurch als Erkenntnis möglich. Das ist den ersten Schritt. Kopernikanische Wende an der Metaphysik plus die Konsequenzen. So hat aber ein paar Nebeneffekte heute. Kant wollte ja aus der Metaphysik eine Wissenschaft machen. Das Problem ist, wir festgestellt mit ihm, dass Wissen nicht mehr geht, wenn man Sinnlichkeit mit Ideen kombinieren. Und der Metaphysiker ist aber so, dass man keine Sinnlichkeit haben. Gott kann ihn nicht in Erfahrung bringen, der Sinn vom Leben kann ihn nicht in Erfahrung bringen, respektive die Seele, all die Sachen kann ihn nicht in Erfahrung bringen. Das heißt, wir können keine sinnliche Erfahrung von diesen Ideen haben. Das heißt, die Metaphysik, die traditionell, die bleibt unmöglich, weil meine Begriffe ohne sinnliche Erfahrung bleiben, kann ich nicht daraus lernen. Das heißt, die Metaphysik können wir vergessen. Die neue Metaphysik, die renseigniert mich nicht wirklich weiter über den Sinn vom Leben und all die Sachen mehr, die erlaubt mir zu verstehen, was Bedingungen am Anfang vom Wissen sind. Und das ist am Anfang schon ein Jackpot für den Kant. Das heißt, da kann man dafür vorher mit Sachen, die nicht mehr im Programm sind, mehr die Moment habe ich gewonnen. Und heute gibt es dann noch eine kleine Sache, da kann ich darüber diskutieren. Der ganze Projekt vom Kant ist ja am Anfang sapere auditraulich zu wissen, das heißt, denknosiv kritisch. Der Kant hat an Preußen gelebt, war genau als deutscher Philosoph durchgestartet, mit dem uns Deutschland ja sich noch nicht Deutsch Reich, mit Deutschland noch nicht bei hin oder her. Der Kant hat an Preußen gelebt. Der Preußen geht zu Spruch, dass Preußen am Anfang eine Armee, wenn man einen Staat am Vergleich zu anderen Staaten, die eine Armee haben, Preußen wäre am Anfang so militärisch, dass Schiedverein in Rang Glied gestehen. Aber Preußen war dann auch nicht unbedingt ein Monument von kritischem Denken an Demokratie. Das heißt, der Kant hat immer Schwierigkeiten mit der Zensur. Und dafür hätten dann am Anfang die ganzen Systeme für zu sagen, dass man nicht können aus der Metaphysik lehren, die wird Gott sind vom Leben und so, hatten eliminiert, für am Anfang dem Moment auch den Abfluss von der Zensur von der Kirche zu minimisieren, für sich am Anfang vielleicht auch zu schützen oder für drin. Das heißt, am Endeffekt ist das nicht so, dass der Kant komplett versucht hat, ob der ganze Leben, dass echt vielleicht so spekulieren, ne? Mit das vielleicht so, dass ihr genau das dort erreichen wollt, dass man am Funk wollt, so leistet. All die Sachen, die metaphysischen Sachen, das sind Glaubensfrohen, aber das kein Wissen. Wir können nicht wissen, wie Gott ist, oder was Gott ist, oder was der Sinn vom Leben ist, können wir alles nicht wissen. Wir können uns die Sachen denken als Ideen, wir können sie auch als Vernunft und wir können darüber schwätzen, aber es ist falsch, jemals zu behaupten, dass wir etwas darüber wissen, weil es eben diese Erfahrung fehlt. Das ist die eine Konsequenz von der kopernikanischen Wende an der Metaphysik. Die andere Konsequenz ist
meistens von Erscheinung geschwar von Ding an sich. Die andere Konsequenz aus am Funk Day, dass man merken, dass man die Welt aus sich nicht können erkennen. Der Mensch kann nicht aus von der Welt seinen Wahrnehmungsapparat ausbrechen. Wir können Sachen immer nur so gesehen, wie sie für Eis sind, und nie wie sie aus sich sind. Wenn ich meine Formen a priori von der Sinnlichkeit auflehne, dann ich nicht mehr wo, respektive wenn ich Kategorie, nicht dass es geht, aber wenn ich es machen. Selbst mit dem Verstand, wenn ich meine Kategorien ausschalten, gebe ich nicht mehr verstehen. Das ist, wir kommen am Anfang nicht daraus. Wir können die Welt nie aus sich vorholen, wir können sie immer just für uns vorholen. Das ist, das, was wir kennen, als die Welt in Form von der Erscheinung von der Welt. Nicht die Welt aus sich, Ding an sich bleibt uns verstoppt, mehr die Welt als Erscheinung. Bon, voilà, du hält das Programm dann ab. Was aber noch wichtig ist, dass der Kant keine Solipsis, das haben wir auch schon beim Descartes, dass nicht, dass der Kant davon ausgeht, dass es nicht gibt, dass alles just, was weiß ich, dass wir am Kinowerte sieht, ein Film, der projiziert wird, mehr näherens, also Projektor, den der Film projiziert. Das heißt, es wäre am topisch davon auszugehen, dass wenn wir Erscheinungen haben, dass nicht 100 den Erscheinungen ist. Das heißt, wenn man ein Beispiel abzuhalten, den Apfel, den ich heute am Grab halte, ist nicht den Apfel aus sich, dass die Erscheinung von einem Apfel mit Kant geht eben davon aus, dass wenn ich einen Apfel will, wenn ich eine Erscheinung von einem Apfel habe, wäre topisch davon auszugehen, dass es nicht irgendwo wirklich einen Apfel gibt. Das ist just, dass wir nicht können wissen, dass es gibt. Aber es wäre absurd davon auszugehen, dass es keine gibt. Dafür ist der Kant eben bekannt als Begründer vom deutschen Idealismus. Die Realität ist nicht real für mich. Die Realität für mich existiert als Idee von der Welt, durch Idealismus. Denn das hält hier ab, aber das wird natürlich als Problem aus der Epistemologie hier abgehalten und wird noch immer fleißig darüber diskutiert. Das heißt, wenn da ihr mehr wollt machen, probieren zu verstehen, weil am Anfang hier im Spiel steht in diesem Dossier, wenn am Anfang wollt rein über das rausgehen, was ihr machen sollt für die Prüfung auf den Examen. Das ist extrem spannend und das ist extrem interessant. Das ist natürlich auch extrem schwer, klar. Aber das schon, du wirst für sich ein bisschen für die Sachen zu interessieren. Besonders falls der Herr sollt, ob du nie weitergehen, wenn der Fachfeld verstehen, normalerweise eine von den wichtigsten Sachen, die einfach so hat, also am auch ein bisschen eine Methodologie und eine Begründung, wissenschaftlich fast wohl verstanden, Methodologien und Begründungen, wo dann am Anfang sich froh auch gestaltet gouf, und froh sind natürlich immer, also die Antworten sind zwar da, aber das heißt nicht, dass die definitiv Antworten sind, mit froh bleibt immer, wenn nie kann ich behaupten, dass ich überhaupt irgendetwas weiß. Bon, so was. Kommen wir zum dritten Teil halt vom Kant, praktisch Tipps und Tricks. Wie gehen ich am besten den Kant rum? Schema wie bei Alloter, mal dir Schema und erklärt einem anderen den Kant. Der Kant von der Welt, hier ein bisschen konkret zu gehen, es gibt beim Kant 3 Teile, die hat den ersten Teil, enfin, am Dossier, die könnte Graph an 3 Teilen teilen. Den ersten Teil aus dem Funk, froh, was klappt nicht mit der Metaphysik. Für was ist die Metaphysik keine Wissenschaft, respektive für was der Kant nicht froh damit. Das wäre den ersten Teil. Den zweiten Teil von der Welt ist, was ist die Kopernikanische Revolution? Woran besteht die? Was ist die da hat? Wie gesagt, das konkret Terra aus. Du musst dann erklären, wie gesagt, das Verhältnis zwischen Objekt und Subjekt wird umgedreht. Und dann eben, dass die Form mit Sinnlichkeit mit Verstand. Das wären die Sachen, die du musst erklären. Und dann als eben den dritten Teil, was sind Konsequenzen davon? Konsequenzen davon, dass das, was zum Schluss war, mit der Idee, dass man die metaphysische Idee just als Idee kennen, wir können nicht darüber wissen, wir können darüber schwätzen, wir können nicht darüber wissen. Das ist die eine Konsequenz und die andere Konsequenz ist eben die Geschichte und die Unterscheidung zwischen dem Ding an sich auf der einen Seite und der Erscheinung auf der anderen Seite. Wenn er das verstanden hat, dann gebe ich so einen Beruf vom Kant auch verstanden. Das wird auch nicht uninteressant, da gehen wir schon ein bisschen weit. Die Frage sind noch mehr rach. Wir kommen aber mal vier, das ist dann froh, was werft den Kant dem Descartes für, respektiv was werft den Kant dem Hume für, respektiv die Frau-Mensch hat auch schon gesehen, oder selber sogar vielleicht eine Gestalt, was sind die Teile beim Kant, die sich beim Hume, respektiv beim Descartes zerwehren gehen. Das heißt, wenn der das hier kriegt, dann oder, also wenn der das proper erklärt kriegt, dann oder normalerweise Kant auch gut genug verstanden. Das ist natürlich auch die Frage mit der Question der Reflexion personell, wie das Kant ein bisschen komplex
Theorie huet wie du den Descartes oder den Hume, also natürlich auch mir einfach mich schwer Panner froh zu stellen, zum Beispiel erklär mir, wie ich mal kann Rosat Einhorn vierstelle. Beim Hume ist eine Klassiker froh, beim Kant fängt ein bisschen mehr kompliziert zu gehen. Also Kant ist, du bist mir komplex, das ist Question Reflexion personell, geht ein bisschen schwierig, viele einfach Beispiele zu finden. Klassiker ist natürlich, sie dann am Kant auch verstanden oder nicht. Und du auch stellen die Frage auch regelmäßig. Auch schon lange, weil ich Meinung von meinen Schülern will wissen, was sie da von den Autoren halten. Was ganz gerne geschieht, dass die Schüler immer so, ja, der Kant hat absolut recht, es sind absolut überzeugt vom Kant, aber dann erzählen, was der Kant gesagt hat. Das hat nicht auf die Frage antwortet, das ist eine Question de Reflexion personell. Das heißt, weil ich heute bricht aus den Informationen, wie weit geht er dem Kant recht. Das ist natürlich schwer, wenn man darüber nur denkt, nur dem heute ein Dossier viel zu sagen, Descartes hat recht oder Hume hat recht, Kant schenkt die besten Argumente zu haben. Nur diesem Dossier wird verstanden. Ne? Aber das ist natürlich auch froh, viel wert. Das was heute auch noch kein interessant sind, weil das geht, ich würde bis mal vom Kurs raus, aus der sich zum Beispiel die Frage stellt, ist die Realität effektiv just eine Idee oder gibt es eine Realität an Realität wirklich? Ne? Das wird zum Beispiel auch eine Frage, die ihr könnt nur denken, erwarte ich nicht unbedingt von ihr aus bis zum Examen eine Antwort von zu haben, wann da fertig bringt, eine Antwort zu finden. Da schweizen wir mit dem Prof, da sind da vielleicht die Genie mehr, ein normaler Mensch, den findet du nicht einfach. Wie gesagt, du kannst 10 Jahre noch gedacht und dann angefangen mit seinen Ideen die zu veröffentlichen, für einen engen Monat oder 2 Monate hinzukriegen. Aber egal, wenn der Tick kriegt, so der Prof besteht, dann geht er vielleicht berühmt, reich oder was weiß ich noch. Voilà, also zum Kant, ich meine, wir haben eine Tour gemacht. Zum Dossier, wir haben die 3 Autoren gesehen. Ja, von der Frohenhut, von der Feedbackhut, dann schreibt man auf podcast@lce.lu und dann so ich bis ganz geschwind an einem anderen Dossier und vielmals merci für nur gucken.